Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich bin die Feldwolzen und begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute ist ein bisschen was anderes dabei. Und zwar haben mich gefragt, ob manche Spieler wissen, dass in dem Spiel von Division Easter Eggs gibt. Also versteckte Funktionen, die wo man durch Rätsel lösen kann. Die wohl bekanntesten Rätsel sind die Hunter. Jeder weiß, da muss man hier rennen, da muss man hier rumpeln, weil die Tutorials existieren. Ja, aber wir sind die Leute auf die Tutorials gekommen, eben genau über diese Easter Eggs. Ich zeige euch später dann im Video so Ausschnitte. Eins zeige ich euch, da bin ich drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere vielleicht weiß. Das hat jetzt mit den Hunter gar nichts zum tun. Es sind nämlich noch andere Funktionen in dem Spiel versteckt. Ich spiele das Spiel tatsächlich schon seit 5 Jahren und ich habe das erst vor kurzem entdeckt, dass das funktioniert. Und ich denke, ich zeige euch das einfach einmal. Vielleicht schaut der andere oder eine oder andere auch mal und teilt mir das vielleicht unten in die Kommentare mit, was ihr so gefunden habt. Gibt's noch mehr? Eins habe ich, da bin ich nicht ganz draufgekommen, ich habe ein wenig recherchiert und ja, sollte angeblich offizielle Stellungnahme von Massive ist, dass das nichts zu bedeuten hat, sondern nur der Auflockerung der Atmosphäre dient. Im Video zeige ich euch, warum dass ich jetzt das nicht so ganz glaube und meine Vermutung ganz eine andere ist. So, dummes Gelaber. Also, da wir sagen, packen wir's. Ja, dann fangen wir mal an. Wir befinden uns in New York in Two Bridges. Ja. Von dem Safehouse aus latschen wir jetzt mal aus über Treppen, beziehungsweise oben über einen Elevator, also über einen Aufzug oben. Und ja, gehen wir mal Richtung Ufer. Und die Strecke, die darf eigentlich fast jeder kennen, wer schon mal in New York war. Da haben oft einmal Kopfgelder da bei dem komischen Kettenkarussell da, was zusammen ist. Ich muss da ab und zu auch ein bisschen einen Turbo reinhauen, weil es gescheit ist. Ich kann einfach nichts liegen lassen und wenn einer umeinander steht, dann muss ich den einfach umhauen, gell. Hilft ja nicht. Also da haben wir dann ein wenig einen Turbo ein. So, dann geht es unter der Brücke da durch. Und da rechts auf der rechten Seite, da tut jetzt gleich mal wieder ein wenig bremsen. So, da auf der rechten Seite ist das Kerman Coffee. Ja, da müssen wir dann später mal auf. Ja, da hinten ist die Markierung, die ich gesetzt habe. Da müssen wir praktisch hin. Und da geht es dann da vorne über die Treppen auf. Ich zeige euch aber zuerst noch eine bessere Aussicht, wo wir letztendlich hin müssen. Vielleicht kennt es der eine oder andere ja. Also wir sind da mit Sicherheit schon 1000 Mal da gewesen, aber keinem ist das aufgefallen, da möchte ich fast bieten. So, da latschen wir jetzt dann da auf und wir müssen da auf die komische Insel da, ja, da wo das Schiff da zusammengebrochen ist, oder was das da soll. Da müsst ihr jetzt dann ganz geradeaus drüber, da unten ist noch ein bisschen so Loot-Zeugs, Waffenkisten etc. Das kann man zusammensammeln, das habe ich jetzt da nicht da, weil mir ist eigentlich um das Teil da gegangen. Ich war eigentlich nur am Looten und bin da draufgekommen und denke mir, ui, das probiere ich jetzt einfach mal, ob das funktioniert, was man da so vorstellt. So, da geht es dann da drüber und ernten runter. Da sind die schönen Schädel aufgestellt, die haben jetzt tatsächlich noch nichts zum Bedeuten, die weisen eigentlich nur einen Weg dahin. So, und jetzt kommt's, da ist so ein Schädel aufgestellt. Ja, when the water fills the lake, shoot for the morning light. Ja, ich mit meinem depperten Englisch habe mir gedacht, wenn die Flut kommt, muss ich einmal in das Morgenlicht schießen. Ja, was tue ich? Ich habe mich jetzt einfach einmal da hingestellt und habe einmal gechillt und habe dann gewartet, bis die Sonne aufgeht. Weil in-game-Zeit war es jetzt irgendwo abends, weil die Sonne gerade untergegangen ist. Nachschauen kann man die ganze Gaudi. Im Inventar, da ist dann rechts oben die Uhrzeit einblendet. Ja, da rechts oben. 18:35 Uhr war es jetzt in-game. Ja, da haben wir mal gechillt hingestellt und haben mal gewartet, bis die Sonne raufgeht. Ja, mir ist dann ein bisschen fad geworden und ich muss sagen, ich habe mir jetzt tatsächlich in echt nicht da hingestellt, ich habe dabei ein wenig was anderes gemacht, gell? Das habe ich jetzt zusammengeschnitten, ich bin halt einfach dann zur richtigen Zeit nochmal zurückgekehrt. Und es ist tatsächlich faszinierend, wenn man in dem Spielstart irgendwo steht und schaut einfach nur dem zu, was das Ambiente so zu bieten hat
weil der Sonnenaufgang, muss sagen, für das, dass so ein altes Spiel ist, den haben sie echt gut hingebracht. So, und jetzt kommt's. Da sieht man schon die ersten Sonnenstrahlen praktisch von der Sonne, wo jetzt gleich aufgeht. Und ich habe mir gedacht, so wie das auf den Schädel steht, muss man in der Früh auf die Sonne schießen. Erinnert mich an ein anderes Game, ich komme gerade jetzt nicht drauf, wo das auch so war. Da hast du dann eingeschossen, hast dann Brandpfeile gekriegt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Spiel das war. Auf alle Fälle, wenn die Sonne dann da bei der Brücke ist, ihr müsst jetzt ganz genau aufschauen, auf der linken Seite im Bildschirm, da wo über die Schadenszahlen kommen, jetzt schieße ich drauf. Hat nicht funktioniert, noch einmal. Weil ich wieder Brücken getroffen, weil ich bin wieder deppert beim Zielen. So, jetzt. Zack, Brandmunition gekriegt. Leider Gottes haben wir gedacht, die Brandmunition, das geht gerade einmal, wenn es aufgeht. War jetzt natürlich cool gewesen, wenn man die dauerhaft hätte, die Brandmunition. Also solange man praktisch in der Season ist, oder wie gesagt, in dem Abschnitt, bevor man wieder springt, dass die Brandmunition dauerhaft erhalten bleibt, ist leider nicht so. Das ist tatsächlich nur so 30 Schuss kriegst, ja, einfach mal zum Außerfinden und fertig, das war's dann. Ein zweites Mal geht's dann nicht mehr, leider Gottes. Ist vielleicht ein wenig so eine Idee für Massive, dass das ändern, wenn einer sowas außerfindet, dass man dann halt die Zeit oder in der Spanne, was man dann drin ist, einfach das als dauerhafte Munition behalten darf. Weil wenn einer draufkommt, der freut sich. So, das zweite, was ich gefunden habe, das ist Welcome to the Duck Zone. Ja, quack, quack. Habe ich gleich mal auf die Enten drauf geschossen. Ja, die hat sie nicht gerührt, hat ein paar Löcher gekriegt. Und ich bin nicht so ganz drauf gekommen. Es steht nämlich drinnen, ich habe ein bisschen recherchiert gehabt und es ist das Enter the Duck Zone Easter Egg ist eine versteckte Anspielung in Dying Light 2, die auf das klassische Doom-Spiel verweist. Ja. Um diese Easter Eggs freizuschalten, muss man 5 schwarze Gummienten Black Ducks in der Spielwelt finden. Das bezieht sich jetzt aber auf Dying Light. In Division soll das angeblich nichts zum Sagen haben. Ich glaube jetzt das deswegen nicht, weil ich habe natürlich jetzt da alles probiert, ja, mit Hampelmann und was der Teufel was, weil man gedacht habe, irgendwas muss doch da noch gehen. Und ich bin auf Apps gekommen und das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, ich habe da eine ganze Zeit umeinander gesucht und geschaut und gemacht und da. Und bin ich einmal rundum gerannt und habe festgestellt, wir sind eigentlich da an der Tagzahn dran. Das war mir das erste, weil da ist die Tagzahnwand. Nein, das war nicht das, was ich festgestellt habe, sondern in dem Heisel da, wo die Enten steht, da kann man tatsächlich auch runtergehen. Aber da habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich den Eingang gefunden habe. Ja, mit langem Hin und Her bin ich dann wieder zurückgerannt und siehe da, unter dem Ding ist auch so eine Enten. Und die habe ich angeschossen, zack, und die ist aber weg. Und ich habe in dem Spiel, man denke an die Ratten, die man abschießen kann, da mit der Hand das spawnt. Ich habe halt so das Gefühl, dass in dem Spiel oder da in der Zone, wo jetzt da gerade bin, dass das ja versteckte Entchen sind. Die fällt um, aber die zleckt es nicht. Ich denke, dass da irgendwie ein paar so Enten tatsächlich versteckt sind und wenn man die dann erschossen hat, dass man dann da irgendwas sich erspielen könnte. Ja. Wie gesagt, da ist jetzt noch keiner drauf gekommen. Ja, Massive hat es dementiert, die haben da geschrieben, dass das Ganze eigentlich nur zur Belustigung oder zum Auflockern des Spiels dient, dass da so Gummianteil umeinander stängern. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also der eine oder andere stöbert vielleicht einmal durch die Open World durch und schaut einmal ein wenig so, wo die Anteil stängern. Merkt es euch einmal ein bisschen, wo die umeinander liegen, weil vielleicht gibt es noch doch was. Ne? Weil es war ja kein Easter Egg, wenn jetzt Massive einfach dazu sagt, ja genau, da sind ein paar versteckt und da müsst ihr da und da hier rennen, da müsst ihr das anschießen. Ja, da war der ganze Witz verloren. Ja. Die freuen sich natürlich narrisch, wenn das jetzt noch keiner gefunden hat nach so vielen Jahren. Es gibt tatsächlich kein Tutorial zu sowas.
Ich habe geschaut, also ich habe nichts gefunden wegen Englisch, noch Deutsch, noch Französisch, noch Tschechisch, keiner hat sowas. Also, ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass da noch was geht. Und dann habe ich noch einen für euch. Es gibt einen Platz in DC. Da erscheint auf einmal oben in der Mitte, da wo jetzt mein Firewalzen-Emblem Feitwalzen-Emblem sich dreht, ja, der erscheint dann normalerweise ein Counter, so 2 cm groß, mitten im Bildschirm. Hat nichts zum Tor mit außerhalb von der Karten oder sonst irgendwas. Der zählt der Counter runter von 3 auf 0 Sekunden. Ich finde die dumme Steine nicht mehr. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wo das mehr war. Es war in DC und es war an einer Kreuzung. Ich habe einen Kontrollpunkt gemacht und bin von A nach B gerannt zum nächsten Kontrollpunkt. Bin ich vom Gebäude raus und quer über die Kreuzung drüber und da ist der Counter gekommen. Da habe ich mir gedacht, ja, also Bug. Ich habe das dann ein paar Mal probiert. Es geht nur von einer Richtung und immer wenn es von der gleichen Richtung herkommst, da sieht man nochmal, wo das Duckding ist. Immer wenn es von der gleichen Richtung herkommst, da ist eben der Counter. Und das macht so, was auch nicht, so klack, klack, ja, das hört man direkt und dann so böb, weil es eben nichts, ja, weil es nichts da hast oder das Falsche da hast oder irgendwie. Wenn das einmal einer entdecken sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr wisst, von was das ist, schreibt es mir auch rein, weil ich kenne ein paar gute Leute, die was schon ewig spielen. Und ich muss sagen, keiner weiß das, keiner hat es noch nicht gesehen, aber ich lüge nicht. Ich habe tatsächlich was gefunden und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so lange nachgefiesselt, bis ich es dann wirklich gefunden habe. Nochmal. Aber echt, es ist schon letztes Jahr im Sommer gewesen tatsächlich und ich finde die depperte Stelle nicht mehr. Ja, da habe ich noch so ein Manschgal entdeckt mit Sichel und Hut. Schaut sich auch aus wie irgendein Hunter. Vielleicht muss man da auch irgendwas machen. Ich bin noch nicht drauf gekommen. Man denkt, ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Granaten an. Vielleicht muss man auch ganz einfach nur einen Hampelmann machen da vor dem Kasperl. Oder schreibt mir mal eine Ideen, was habt ihr dazu in die Kommentare bitte. So, das war's dann schon mit dem kurzen Video. Auf ein neues, bis zum nächsten Mal, eure Feldwalzen. Servus, pfiat euch. Ah ja, lasst mir ein Abo oder ein Like oder irgendwas da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Servus.